Wir spielen miteinander. Radio Waldrand ist im ganzen Wald bekannt. Jetzt müssen wir doch ein bisschen ruhig sein. Weidmannsolé und Weidfraus Johe, ich bin's der Seichhörnli. Ja. Ich bin's der Musikjäger Marius, da live aus der Jägerhütte von Marius und die... Aua, hey! Kommt nicht so nah. Marius und die Jagdkapelle. Hi! Ja, heute mit mir in der Jägerhütte ist der Dachs Adalbert, Seichhörnli, der Tofuchs und ausnahmsweise mal das Oje. So, könntet ihr bitte mal alle den Kindern Hoi sagen? Oh, 2, 3. Hallo! Sehr schön, danke schön. Also, es gibt einen Grund, liebe Kinder, warum dass heute so viele Waldtiere hier bei mir in der Jägerhütte sind. Das hat etwas mit der Kinderfrage zu tun, die ich per Mail vom Leo aus St. Gallen bekommen habe. Psst, Mann! Ihr müsst jetzt wirklich mal ruhig sein. Also, und weil es gerade so ein bisschen eng und laut ist, fangen wir darum gerade an mit der... Was? 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 Kinderfrage. So, der Leo ist 8 und will wissen, warum seine Mami immer sagt, dass er mit Freunden abmachen soll, obwohl er eigentlich lieber allein ist. So, Leo, jetzt holst du mal schnell deine Mami, damit sie mitlassen kann, wenn wir darüber reden. Ist gut. Wir warten schnell, Leo, und du holst deine Mami. So. Ja, also. Ja. Dann warten wir. Ja, dann warten wir mal. Ja, dann weißt du, dann wir schnell warten und schauen mal. Ja. Das ist ein bisschen langweilig, aber du wirklich. Ich gemeint, das ist ein bisschen anders da bei uns. Marius, Ja, was? ist das nicht extrem langweilig für ein Kind, wenn wir warten, bis der Leo seine Mami kommt? Ja, aber das frage ich jetzt müssen wir halt ein bisschen mich Geduld auch. haben und warten, bis der Leo seine Mami an Boxen angeholt hat, wo noch Radio Waldrand lässt. Die kommt schon. Nein, also- der hätte ja auch schnell können Stopp drücken, der Leo, bis er seine Mami geholt hat. Ja, das Dann stimmt. wäre es nicht so langweilig Ja, für das Kind stimmt. und für uns. Das stimmt. Das ist extrem langweilig. Das Also, kannst du oh doch je, nicht nee. machen, Marius. Jetzt haben wir mal ein bisschen Geduld. Ja, ich halte es nicht mehr aus, wenn nichts läuft. Sicher Es ist nicht. langweilig. Leo, mach für sie. Wirklich, wie verjagt sind Ja. denn voll langweilig. Und Kind auch. Zappala. Seichhörnli. Hui, bist du wieder laut? Ja. Ich Jetzt- verschrecke jedes Mal, wenn du so laut bist. So, jetzt beruhigen sich alle mal schnell wieder. Ja, ich hätte jetzt auch nicht gewusst, dass der Leo so lange hat. Ich weiss schon gar nicht mehr, wann eigentlich seine Frage war und so. Ja, super. Sorry, Marius. Aber wenn wir da so lange warten müssen, dann kann ich gerade so gut zuerst mein Rapperpläppern mit dem Tofuchs, weisst, machen. Ich bin total nervös auf das und will's hinter mir haben, Ja. weisst. Du hast doch gesagt, dass ich heute wieder einen Rapvers aus dem Fellärmel schütteln kann für Ja. Kind, weisst. Ja. Also gut, dann machen wir zuerst Rapperpläpperle mit dem Tofuchs, bis der Leo seine Mami geholt hat zum Zulassen. Und dann fangen wir, glaube ich, nochmal von Neuem an oder so. Radio Waldrand. Pläpperle mit dem Tofu. Los, Tofu, mach das mit dem Maul, wo da Okay, mach. Ja. Los, sie klapsen. Okay, jetzt geht's los. Tofu, kannst du reppern? Jo, ja. So richtig reppen, pläppern. Jo, ja. Achtung, Tofu, gib dir Reppsport, Reppüffel, Mit dem Wort. Ja,
Also gut. So. Also, liebe Mittier, wer gibt mir ein Wort, wo ich jetzt einen Rap draus mache? Also ich würde sagen, das Ojemire, weil das heute bei uns zu Gast ist. Ojemire ist gut. Jesus, was wollen ich? Also, Ojemire, mir einfach ein Wort sagen, wo ich einen Rap-Reim draus machen kann. Ohne Üben. Jesus, nein, so lässig, also gut. Warte, mach einen Rap-Reim mit dem Einhornduft. Was? Einhornduft. Echt jetzt? Wow, ein volles, cooles Wort für so einen Rap, aber klar. Machen wir. So, Marius, was gibst du mir für ein Wort? Ich gebe dir, was gebe ich dir? Füdli-Speck. Also, Marius, wir sind eine Kindersendung. Also, Mann. jeder Mensch hat Füdli-Speck. Das ist ein ganz normales Wort. Ja, also gut, dann geht's los. Einhornduft und Füdli-Speck. Okay, also, ich bin bereit. Marius macht den Beatbox mit dem Maul. Okay, Kinder, sind ihr bereit? Für Einhornduft und Füdli-Speck. Also Füdli-Speck, meine ich. Also, los. Ich latsche am frühen Morgen durch die Bäume, bin immer noch müde und in den Träumen. Da merke ich, es ist etwas in der Luft. Wart, das ist doch Einhorn! Ja, auf der Lichtung sehe ich es denn. Ich frage mich, ob ich noch penne. Da steht zwischen Tanne und Ahorn ein regelrechtes Einhorn. Ich gehe vor Verwunderung in den Dreck, voll auf meinen Fuchsenfutti-Speck. Bam! Wow, yeah, Chateaufuchs ist der grösste Rapper ins Wald. Genau. So, also liebe Kinder, jetzt hat der Leo sicher schon seine Mami geholt und wir machen weiter. Also, jetzt nochmal. Es gibt einen Grund, warum heute so viele Waldtiere da bei mir in der Jägerhütte sind. Das hat etwas mit der Kinderfrage zu tun, die ich per Mail vom Leo aus St. Gallen bekommen habe. Also, der Leo will wissen, wieso seine Mami immer sagt, dass er mit Freunden abmachen soll, obwohl er eigentlich lieber allein ist. Ja, und für was hat der Leo jetzt seine Mami müssen holen? Schimpfst du jetzt mit dem, oder was? Nein, denkt damit, sie gehört, warum es ganz verschiedene Kinder gibt, die zum guten Glück alle ein bisschen anders sind. Die einen haben gern jemand immer um sich, machen gern ab zum Spielen, sind gern unterwegs und entdecken die Welt draussen gern. Und andere Kinder haben es halt lieber ruhig. Die sind gern mit sich selber, spielen auch gerne mal allein und brauchen niemanden dazu. Die entdecken lieber die Welt innen dran, wo sie so in sich haben. Ja. Die brauchen jetzt nicht immer jemanden um sich, zum glücklich sein, weißt? Und das muss am Leo seine Mami und sein Papi oder einfach die ihm anscheinend immer sagen, dass der Leo mit jemandem abmachen soll, mal ein bisschen hören. Das Wichtigste, also das Allerwichtigste ist ja Nummer 1. Geht es am Leo gut in seinem Leben und ist er zufrieden und glücklich, so wie es ist? Ja oder nein? Vielleicht ist er auch zufrieden und glücklich, wenn er allein ist und nicht so zufrieden und nicht so glücklich, wenn er zu viel ist mit vielen Freunden und so. Also Marius, es ist so schön und auch das Adalbert, wie ihr die Sachen immer sagt, mit so viel Emotionen und Gefühl. Aber warum sind wir Waldtiere jetzt alle da? Aha, ja, um den Kindern zu zeigen, dass es bei euch Tier ist, wie bei uns Menschen. Die einen sind gerne allein, die anderen lieber immer mit viel mit dir zusammen. Und die Kinder, die zulassen, können sich jetzt schon mal überlegen, ob sie eher so ein bisschen wie der Leo lieber daheim allein spielen oder ob sie lieber die ganze Zeit mit anderen Kindern zusammen spielen oder ob sie beides gerne haben. Allein sein und mit anderen zusammen sein. Also, ihr Tier, jetzt sind ihr dran. Erzählt ihr mal, wie das bei euch ist. Ja, also wir Eichhörnchen, wir sind gerne allein. Ich weiss, wir haben unser Revier und dort lebt das Männchen und das Weibchen. Zack, fertig, Schluss, aus Samen. Wir verbringen die
ganze Zeit sehr gerne allein. Also Seihörnli, ausser mit mir, also bist du schon gern zusammen, oder? Ja, so. Aber ich gang dann auch gern wieder hoch auf die Bäume, damit ich wieder ein bisschen allein sein kann. So sind wir Eichhörnchen einfach. Aber ja, du herziger Zolidach, sagt Albert, ich bin doch gern mit dir zusammen. Aber wir sind kein Rudeltier, wir Eichhörnchen. Das kannst du wissen. Das Stress tun wir uns nicht an. Nur wenn wir Junge machen, dann suchen die Männchen ein Weibchen schnell und dann sind wir schnell zusammen und dann gehen wir wieder auf unsere eigenen Bäume, weißt? Ja, da hast jetzt du sehr gut gesagt, Eichhörnli. Du hast gesagt, so sind wir halt einfach. Also, so sind ihr einfach. Liebes Mami und Papi vom Leo, vielleicht ist der Leo halt auch einfach so. Ja, also, wenn ich auch mal etwas sagen darf. Ja, sicher. Eichhörnli, du weißt ganz genau, dass ich schüch bin und ab allem verschreck. Ich bin ein Fluchttier. Es gibt nichts Schöneres als Fluchttier zu verschrecken, weißt du? Nichts Schöneres. Also, Eichhörnli, wir müssen Rücksicht nehmen aufeinander und darauf, wie halt alle verschieden sind. Mitgefühl kennst du? Ja, kenn ich. Also, erzähl weiter, Jemir. Ja, also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie der Leo und das Eichhörnli immer allein sind. Ich bin ein Herdentier. Wir Rehe sind Herdentier und wir sind immer gern zusammen. Wir Huftiere fühlen uns dann sicherer, wenn wir alle zusammen sind im Wald. Oder wie die Schäfe, die Kühe, die Rösser, die mit der Huf halt auf der Wiese, das sind ja auch Herdentiere. Ja, so sind wir Rehe halt. Ja, danke noch, Jemire. Jetzt erzähl du mal, Tofuchs. Ich? Oh, okay, krass. Also. Ich bin auch gerne allein. Wir Füchse sind auch Einzelgänger. Wir leben zwar manchmal in der gleichen Höhle wie die Dachs, aber wir sind gern ganz allein. Ich habe das eben schon ein paar gern. Dann kann ich hin, wo ich will. Muss auf niemand schauen, muss nichts besprechen, was ich als nächstes mache. Ich liebe das, weisst, Freiheit. Ich brauche Freiheit, Frieden. Wieder Englisch und so, Tofuchs. Also, ich bespreche mit niemandem von meiner grossen Familie, wo ich hin soll und so. Wir Dachsen, wir sind Rudeltiere. Aber wir machen, was wir wollen. Wir leben lieber, weisst, alle zusammen. Wir haben unsere Dachsenhöhle. Ganz nah beieinander. Aber doch hat jedes einen eigenen Höhleeingang, wenn du weisst, was ich meine. Wir beschützen zusammen die Jungen. Ja, das machen bei uns die Fuchsenmütter selber. Ja. Die brauchen uns Männchen nicht dazu, weisst. Ja, bei uns Eichhörnchen, weiss ich das auch so. Also, Mamis machen alles allein mit den Kindern. Also, bei uns Rehe, bei uns beschützen alle. Uns ist eben wichtig, dass wir alle zusammen immer alles entscheiden und besprechen. Dann fühlen wir uns eben auch sicherer vor unseren Feinden. Ja. Ist ja gut. Ihr seid ganz liebe Rehtiere. So sozial und so. Seihörnli. Ja, aber, Jemire, wer sind denn eure Feinde? Also, ich kenne niemanden bei uns im Wald, wo euch jagen will oder fressen will. Ihr könntet voll allein und entspannt überall rumschalpen, wo ihr wollt. Also, ja, das sagt Albert. Da kann ich dir schon sagen, vor wem wir Angst haben. Also, in unserem Wald haben wir natürlich vor dem Oberjägermeister Brünzli Angst. Ja gut, also der trifft ja eh nicht. Ja, aber trotzdem, sicher ist sicher. Ja, also gut, liebe Leo, du siehst, bei den Tieren ist auch jedes ein bisschen verschieden. Die einen sind glücklich, wenn sie allein sind, die anderen sind glücklich, wenn sie zu vierte sind. Ihr Kind könnt euch ja überlegen, was für ein Tier ihr wäret, wenn ihr ein Tier wäret. Wäret ihr denn eher so ein Rudeltier, das immer mit vielen Mittieren unterwegs ist? Oder wäret ihr eher so ein Fuchsentier oder ein Luchsentier, das lieber gern allein rumstrielt?
Und jetzt noch etwas für dich, Leo. Hauptsache ist, dass du glücklich bist. Und wenn du herausgefunden hast, dass du glücklich bist und dass dich das glücklich macht, wenn du lieber allein bist und allein spielst, dann ist das super, finde ich. Ja, das kannst du jetzt allen, auch die Mami, sagen, mit einem lieben Grüßli von uns. Ja, und zum Abschluss gebe ich euch Kindern wieder einen Tipp, wie ihr ein schönes Leben könnt haben. Schöner Leben mit dem Dach an Albert. Nimm das Stückchen hin, ganz raus und grab dir ganz vorsichtig ein Blümchen mit den Wurzeln aus. Aber musst ganz tief abgraben, damit die Wurzeln nicht kaputt gehen. Dann holst du das Töpfchen bei dir daheim, in den Topf tust du ein bisschen Erde, dann tust du das Blümchen mit den Wurzeln in die Erde rein und dann gibst du ein bisschen Wasser. Jetzt erzählst du am Blümchen jeden Abend, wie dein Tag war. Kannst am Blümchen auch Geheimnisse erzählen. Blümchen verhaltet nie ein Geheimnis weiter. Das weiss man von den Blümchen. Jetzt gehst du jeden Tag zu einem Rätsch mit ihm. Dann ist's, wie wenn du eine Freundin oder einen Freund im Zimmer hast für eine Weile. Irgendwann wird das Blümchen verblühen. Dann leihst du es wieder auf die Wiese raus und bedankst dich für die schöne Zeit mit ihm. Und du wirst sehen, das Leben ist schön mit einem eigenen Blümchen oder einem anderen Pflänzchen zum chli Pläuderle im Zimmer. Mach's wie der Dachs. Ja, bevor wir einschlafen, möchte ich mich recht herzlich bei dir bedanken, Ja. Oje Mire, dass du bei uns warst, in der Jägerhütte. Ja, also, das ist Gäckeli gern geschehen. Also, Gäckeli gern, das macht mich ganz so. Seichern. Und euch Kinder wünsche ich eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao. Ciao! Tschüsseli. Tschüsseli. Ja, ciao, Kind. Ich freue mich, wenn ich wieder auf meinen Baum rauf kann. Ganz allein, ohne dass so mich wirklich. Radio Waldrand, wir spielen miteinander. Radio Waldrand ist Radio, wo entspannt, von A bis Z brillant. Radio Waldrand.